Die vergangenen Tage waren nicht ganz einfach, weder für mich noch für meine Familie, also gerade für meine Eltern war das in den letzten Tagen nicht ganz einfach. Also dass man als Schwuler Homophobie gewöhnt ist und dass es sie gibt, ist ja nichts Besonderes. Wenn man mal so einen Tag aufmerksam zuhört, im Bus und auf der Straße und im Fitnessstudio, wie oft man so an einem Tag schwul als Schimpfwort hört, dann ist klar, was auch mit so einer Allgegenwart von Homophobie gemeint ist. Meistens ist das aber so etwas eher diffuses und nicht eher gezielte Aggression, wie ich sie in den vergangenen Tagen erlebt habe. Dieser direkte Angriff ist für mich auch eine neue Form von Homophobie, die ich so jetzt in der Form einfach noch nicht erlebt habe. Und ich habe in den vergangenen Tagen mit vielen lesbischen und schwulen Kolleginnen und Kollegen, die politisch aktiv sind, geredet. Und die berichten eigentlich alle auch von Homophobie irgendwo hinter vorgehaltener Hand. So kenne ich sie auch. In der direkten Form aber kommt sie viel seltener einfach vor. Die Solidarität von vielen Leuten, also ich komme im Moment mit dem Bearbeiten von meiner Mailbox kaum nach, die Solidarität von vielen Menschen hat mir aber doch jetzt auch ermutigt, die Sache wieder auf mir sitzen zu lassen. Was mich vor allem ärgert, ist die Feigheit der FPÖ. Ich habe dem Nationalrat Königshofer gleich nach seinem Posting eine E-Mail geschrieben, mit der Bitte um Erklärung. Und ich habe ihm geschrieben, dass es einen Beitrag für billig und für niveaulos halt und dass ich ihn darum versuche, daran zu denken, was sich Leute denken, die das lesen. Ich habe geschrieben, also ich halte das schon aus, es geht nicht um mich, aber es geht auch um die Leute, die das mitkriegen. Aber der Nationalrat Königshofer zieht offensichtlich vor, feig zu schweigen. Ich habe in den letzten Tagen lange überlegt, ob ich den Nationalrat Königshofer klagen soll. Ich habe mir das von einem Rechtsanwalt anschauen lassen. Beleidigung könnte man klagen, nach dem Antidiskriminierungsgesetz könnte man klagen, auch nach dem Medienstrafrecht könnte man klagen. Ich habe mich aber dafür entschieden, das nicht zu tun. Der Nationalrat Königshofer braucht sich nämlich nicht auch noch als Opfer fühlen. Er ist der homophobe Täter und das ist, glaube ich, so deutlicher. Was ich mir allerdings vorbehalte, ist eine Klage auf Unterlassung, falls er glaubt, das sei jetzt vergessen, der kann auch so weitermachen. Also falls er glaubt, er kann die Landtagsschluchten da weiter wiederholen, werde ich ihn auch auf Unterlassung klagen. Politikerinnen und Politiker müssen sich mehr gefallen lassen. Das passt, aber alles muss man sich auch nicht bieten lassen. Vor allem dann nicht, wenn es um den Versuch geht, von einer sachlichen Debatte abzulenken. Und diese sachliche Debatte geht schon auch weiterhin darum, dass der FPÖ-Klubobmann Hauser dem Landtag seine Aufsichtsratstätigkeit bei den bankrotten Bergbahnen St. Jakob verschwiegen hat. Und das muss aufgeklärt werden. Davon soll man auch nicht ablenken und das soll man auch nicht durchgehen lassen. Das werde ich auch nicht durchgehen lassen, da werde ich auch weiterhin aufklären. Stolz und Mut war der Titel von einem E-Mail, das ich in den vergangenen Tagen gekriegt habe. Und darum geht es mir heute. Ich will signalisieren, die Angriffe mit Stolz und Mut zurückzuweisen und dass Lesben und Schwule nicht nur stille Opfer sind, die alles erdulden. Ja, das müssen wir halt erdulden, hat ein ungearteter politisch aktiver Kollege am Wochenende zu mir gesagt. Nein, das müssen wir nicht erdulden. Wir sind zwar weniger, aber wir werden uns auch gegen eine Mehrheit, das will ich signalisieren. Ich glaube, es gibt nur eine richtige Antwort auf die homophoben Angriffe in den vergangenen Tagen, den Kampf gegen die Homophobie verstärken. Unter dem Titel Stolz und Mut werde ich deswegen eine österreichweite Konferenz gegen Homophobie nach Innsbruck einladen. Bei dieser Konferenz sollen lesbische und schwule Mandatarinnen von verschiedenen Parteien, möglichst allen Parteien, die das wollen, darüber beraten, was man gegen Homophobie in Österreich tun kann. Die Zusagen habe ich schon von der Lisa Rücker, der Vizebürgermeisterin in Graz, von Markus Schreuder, Landtagsabgeordneter in Wien und von der Ulrike Lunacek, EU-Abgeordneter, mit anderen Mandatarinnen in derzeitigen Gesprächen, auch von anderen Parteien,
sowohl von ÖVP wie auch von SPÖ, wo jetzt noch keine fixen Zusagen, aber grundsätzlich schon auch die Notwendigkeit erkannt wird, gemeinsam gegen Homophobie in Österreich vorzugehen. Also eine gemeinsame österreichische Strategie gegen Homophobie ist aus meiner Ansicht die richtige Antwort auf den Unsinn, der in den vergangenen Tagen verbreitet worden ist. Und dazu sind alle Parteien und alle Menschen guten Willens, wenn man so will, eingeladen, die den Hass und den Neid und die Feigheit nicht einfach auf sich sitzen lassen wollen.